Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch diese Message heute ermutigt wirst und Gott besser kennenlernen kannst. So schön dürfen wir miteinander auch Jesus besser kennenlernen. Ich habe letztes Jahr eine Statistik vom Bundesamt für Statistik heisst, gesehen, wo es aufgezeigt worden ist, dass wir in der Schweiz etwa nur noch 50% der Leute irgendwo in einer Kirche dabei haben. Das heisst, wir haben etwa 40 bis 50% von Menschen, die nicht mehr irgendwo mit Gott persönlich unterwegs sind. Und das heisst etwas. Das heisst, immer weniger Menschen wissen, wer Jesus überhaupt ist. Und ich finde es so eine coole Sache, dass wir miteinander in dieser Serie etwas tun können. Wir können Jesus besser kennenlernen. Ich kann sagen, das ist meine grosse Leidenschaft als Mensch, eine Generation, die Jesus nicht kennt, Jesus bekannt zu machen. Denn jeder Mensch hat irgendwie vielleicht eine Vorstellung über Jesus. Entweder hat er vielleicht einmal einfach den Namen gehört oder er sieht irgendwo einen mit einem Bart, einem langen, irgendwie mit Jesus-Sandalen und einem langen Gewand und so. Aber wir wollen in dieser Serie wirklich Jesus kennenlernen als der, wo er ist. Und zusammen auch mit unserem Jahresvers, wenn es heisst, Jesus ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Das bedeutet, hey, dass wenn wir Jesus kennenlernen von der Bibel, dass wir das Bild bekommen für den Jesus, den er heute für dich und für mich wirklich will sein. Und ich werde euch in eine Geschichte hineinnehmen aus dem Johannesevangelium. Und dort sind zwei Leute, haben dort ein Fest gehabt, die nachher einen Ehekurs gegangen sind mit dem Alex Sager da, Hochzeit zu Kana. Genau. Johannes Kapitel 2. Am übernächsten Tag war die Mutter von Jesus bei einer Hochzeitsfeier in Kana, einem Dorf in Galiläa. Auch Jesus und seine Jünger waren zu der Feier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus und die Mutter von Jesus machte ihn darauf aufmerksam. Sie haben keinen Wein mehr, sagte sie zu ihm. Was hat das mit mir und dir zu tun, fragte Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter wies die Diener an, tut, was immer er euch befiehlt. Im Haus gab es 6 steinerne Wasserbehälter, die für die vorgeschriebenen Reinigungshandlungen der Juden verwendet wurden und jeweils rund 100 Liter fassten. Und Jesus sprach zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Als sie die Krüge bis zum Rand gefüllt hatten, sagte er, schöpft daraus und bringt es dem Zeremonienmeister. Sie folgten seiner Anweisung. Der Zeremonienmeister kostete von dem Wasser, das nun Wein war. Da er nicht wusste, woher der Wein kam, denn nur die Diener, die ihn geschöpft hatten, wussten es, ließ er den Bräutigam holen. Eigentlich, sagte er, schenkt ein Gastgeber den besseren Wein zuerst aus. Später, wenn dann alle betrunken sind und es ihnen nichts mehr ausmacht, holt er den weniger guten. Du dagegen hast den besten Wein bis jetzt zurückbehalten. Durch dieses Wunder in Kana in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Hey, wir wollen zuerst einmal in die Geschichte hineingehen und vielleicht so ein paar Elemente aus dieser Geschichte rausnehmen, dass wir sie noch ein bisschen besser verstehen, weil die Geschichte ist wirklich 2000 Jahre alt. Das Erste, was ich mit uns mal anschauen will, ist, dass Jesus an einer Hochzeit eingeladen war. Und ich glaube, es zeigt uns so etwas über Jesus. Hey, Jesus war nicht irgend so ein Partycrasher, den die Leute nicht sehen wollten, wo man nichts damit zu tun haben, so einer, der so ein bisschen cringe war, sondern hey, Menschen haben gesagt, hey, mit Jesus, das ist cool. Jesus ihn dabei zu haben an einem Fest, das hat jedes Fest noch zu einem besseren Fest gemacht. Er ist auch nicht irgendwie als Moralapostel auftreten an dieser Hochzeit und hat diesen 2 Leuten irgendwie die Show gestohlen oder so, sondern hey, er war dort, er hat mitgefeiert, er war Teil von dieser Party. Und übrigens, ihr seht das auch von Jesus bei vielen anderen Begebenheiten. Jesus war so viel dabei gewesen, wo man gegessen hat, wo man gefeiert hat, wo man es gut hatte miteinander. Und viele Menschen haben so ein bisschen eine komische Idee von Jesus. Er sei so ein bisschen, ja,
so ein komischer Typ gewesen, aber weißt du was, ich kann dir eins sagen, wenn du Jesus irgendwann ein Fest von dir hättest, du hättest den besten Partygast dabei, der aus deinem Fest ein besseres Fest machen würde. Und ich finde auch interessant, Johannes nimmt gerade eine Ehesituation als das erste Zeichen, wo Jesus hat dort im Johannesevangelium. Und ich glaube, es ist auch so ein Signal gewesen, wo Gott einfach auch durch seinen Sohn Jesus gezeigt hat, weißt du, eine Ehe, eine Verbindung zwischen Mann und Frau, das ist etwas enorm Kostbares. Und wenn zwei Menschen den Weg wirklich gehen wollen, hey, ich will mich wirklich dazu ausstellen. Etwas anderes ist, ja, warum hat es das Weinproblem überhaupt gegeben? Bei uns gehen ja die Hochzeiten meistens so einen halben Tag oder vielleicht einen ganzen Tag, aber meistens so nach 12 Stunden ist dann auch Party bei uns vorbei. Zur Zeit von Jesus sind Hochzeiten 7 Tage gegangen und etwa die sind noch Leute dazugekommen, die dann auch noch eingeladen worden sind. Und das sind nachher nicht so 40, 50 Leute gewesen, sondern es sind meist so 200, 300 Leute gewesen. Das heisst, du hast viel Wein müssen haben. Und nichts war peinlicher gewesen, als wenn der Wein ausgegangen ist. Und Maria hat das gesehen. Sie hat gesehen, hey, das junge Paar, die stehen vor dem peinlichsten Moment vor ihrem Leben, weil etwas ist sicher gewesen. Wenn es kein Wein mehr hatte, dann ist er noch 10 Jahre später darüber geredet, so nach dem Motto, hey, ihr habt die peinlichste Hochzeit gehabt, die es je gibt. Und ihr wisst, das Letzte, was du willst, ist, dass diese Hochzeit peinlich rauskommt. Und dann ist die Mutter von Jesus ist zu Jesus gegangen und sie sagt nur, sie haben kein Wein mehr. Und Jesus sagt zu ihr, was hat das mit mir und dir zu tun? Das ist ein bisschen eigenartig, die Aussage von Jesus. Was hat er da damit gemeint? Etwas wissen wir, Jesus hat immer grosse Achtung, grossen Respekt gehabt für seine Mutter. Er war etwa 30 zu dieser Zeit und seine Mutter so zwischen 45 und 50. Er hatte eine junge Mutter, das war eine junge Mutter, die Jesus hatte. Aber was Jesus tut, er schafft eine gewisse Distanz und er sagt, hey, weißt du Maria, hey, ich will nicht, dass du mein Leben jetzt instrumentalisierst für eine Not, wo du siehst, wo du denkst, wir müssten etwas machen. Und ich glaube, das kennen alle junge Leute. Dass es so einen Moment gibt, auch mit den Eltern, wo man manchmal ein bisschen muss Distanz schaffen und sagen, Mami, ich weiß es schon, oder Papi, ich weiß es schon, musst nicht predigen, hey, los, ich weiß schon, was ich machen muss. Aber das war nicht der hauptsächliche Grund, sondern Jesus, von ihm heisst es, hätte man das so gesagt, der Sohn kann nichts von sich heraus tun. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und Jesus hat damit der Maria irgendwo auch gezeigt, weißt du was, Maria, du kannst sogar recht haben in deinem Anliegen, aber mein Hauptanliegen ist immer, ich will in allem, was ich tue, zuerst auf Gott hören. Und ich glaube, für alle, die Menschen sind, die mit Jesus unterwegs sind, ist das Wichtigste, dass sie nicht die Erwartungen primär von Menschen erfüllen, sondern dass sie wirklich, auch wie Jesus, auf das hören wollen, was Gott will, sich nach dem ausrichten, was der Vater im Himmel auch sagt. Und dann sagt Jesus einen nächsten so ein bisschen eigenartigen Satz, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und wenn wir nur die Geschichte kennen, dann denken wir vielleicht, ja, er gemeint, ich brauche noch ein bisschen Zeit, falls ich etwas mache, um diesen Leuten aus der Patsche zu helfen. Aber wir finden den Satz 9-mal im Johannesevangelium und jedes Mal hat es mit etwas ganz Wichtigem zu tun, nämlich mit dem Tod von Jesus. Schaut, die Hauptmission von Jesus war nicht die gewesen, als grosser Wunder, Heiler und Zeichenmacher irgendwo in die Welt zu kommen, sondern er hat immer etwas vor Augen gehabt, uns Menschen mit Gott zu versöhnen, das grösste Problem von uns Menschen zu lösen, dass wir, jeder Mensch, wieder in eine persönliche, lebendige, erfüllende Beziehung mit Gott wirklich kommt. Anyway, und dann handelt Jesus in Absprache mit seinem Vater, das sind Kühe gewesen, 6 heisst es etwa, jeder hat 100 Liter gefasst. Hey, und dann tut Jesus das Wunder, wir wissen nicht, wie es geschieht, aber der
Speisemeister, wir würden sagen, der Master of Wine, ist dort an dem Fest, kostet von dem Wein und sagt, das gibt's ja nicht. Der ist ja viel besser als der, den wir vorher hatten. Falls der Robert Parker wäre dort gewesen, hat er sicher 101 Punkte vergeben. Punktzahl, die er noch nie für einen Wein hat gegeben. Oder falls die Franzosen wären dort gewesen, hat er vielleicht gesagt, Domaine exclusive de Jésus-Christ. Absolut der beste Wein, den du dir vorstellen kannst. Hey, sogar Damen, die nicht so viel mit Wein anfangen könnten, hat er gesagt, das ist besser als jeder Sirup. Und hey, Jesus hat ein Wunder da, absolute Qualität, genial und hilft diesen zwei jungen Menschen aus dem peinlichsten Moment, wo in ihrem Leben vermutlich hat geschehen. Und ich habe mich gefragt, hey, was können wir aus dieser Geschichte herausnehmen? Was lernen wir über Jesus? Das ist ja unsere Serie. Hey, wer ist Jesus? Was lernen wir über ihn? Ich glaube, das Erste ist, hey, es ist ganz simpel einfach. Die Geschichte zeigt uns etwas, dass Jesus Wunder tun kann. Er hat Kraft, er hat Macht, wie es auch die Bibel oft sagt, Wunder zu tun. Wir lesen noch von vielen anderen Wundern von Jesus. Einmal, wo er Brot und Fisch vermehrt hat und 5000 Mann und Frauen sind gespissen worden. Ein anderes Mal, wo 4000 Männer gespissen worden sind, wo Jesus das vermehrt hat aus weniger Brot und Fisch. Und wir wissen nicht, wie es Jesus gemacht hat, wie das Wunder wirklich ist möglich geworden, aber wir lesen das Resultat. In Matthäus 14 heißt zum Beispiel dann, alle aßen so viel sie wollten und anschließend sammelten sie noch 12 Körbe mit Resten ein. Und Jesus zeigte so ein bisschen, hey, wenn er etwas tut, er hat nicht nur gerade Not im Sinn, sondern er will etwas im Überfluss tun, etwas mit Qualität, etwas, das darüber hinaus noch langt. Etwas müssen wir auch klar sagen. Herr Jesus löst nicht alle Probleme durch Wunder. Und wir wissen auch nicht, wie Wunder möglich sind. Aber wir sehen an den Resultaten an, dass Gott Wunder tun kann. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, Matthias, easy. Das haben doch einfach Leute eingefügt. Irgendwo, die Wunder, ich meine, das hat man im Nachhinein gemacht, um aus dem Guru Jesus noch vielleicht so ein grösseren Jesus zu machen. Oder die Leute haben vielleicht so ein bisschen, ja, nicht erklärbare, normale Phänomen irgendwo dann so ein bisschen als Wunder verpackt. Aber wisst ihr, wenn ihr die Evangelien leset, wenn ihr über Jesus leset, dann findet ihr ein grosses Wort bei Jesus und das ist das Wort Wahrheit. Jesus ist extrem wichtig gewesen, dass Menschen ihm vertrauen können. Und er hat sich immer an die Wahrheit gehalten. Wir würden sagen, Jesus ist absolut transparent, authentisch, nahbar gewesen. Es ist ihm so wichtig gewesen, dass er am Schluss von seinem Leben gesagt hat, hey, gibt es irgendeine Lüge, an die ihr euch erinnern könnt? Hat es irgendeinen Moment gegeben, wo ihr sagen müsst, ich habe etwas versprochen, das ich nicht gehalten habe? Hat es irgendetwas gegeben, wo ich etwas vorgemacht habe, wo ich am Schluss nicht war? Und Menschen haben gesagt, hey, wir wissen nichts. Und schaut, warum hatten die Menschen Wunder, die heute genauso unmöglich eigentlich sind wie zu dieser Zeit, denn noch Wunder einführen? Sie hatten praktisch mit irgendwelchen Fake News hatten sie das Image von Jesus erst recht zerstört. Weil jeder Mensch weiss, Wunder gibt es eigentlich gar nicht. Aber die Wunder sind in allen Evangelien drin. Und es scheint, als würde uns die Bibel damit wirklich sagen, weisst du was, Jesus hat effektiv Wunder da. Warum ist das so? Schau, wir sind alle Teil der Schöpfung. Wir sind alle den physikalischen und den chemischen Gesetzmäßigkeiten unterworfen. Auch wenn du es nicht gern hörst, du wirst älter. Und du kannst machen, was du willst, du kannst es nicht ändern. Die Faltchen werden zunehmen. Bei gewissen Leuten werden die Haare weniger. Gegen diese Sachen kannst du nicht viel machen. Es sind Teil dieser Schöpfung. Wir gehen irgendwo zu Ende und eines Tages ist Ende aus. Aber Jesus, die Bibel stellt ihn vor als der Schöpfer von der Schöpfung. Und schaut, damit steht Jesus außerhalb von den ganz normalen Begebenheiten, den Gesetzmäßigkeiten von Raum, Zeit, den physikalischen und chemischen Gesetzen.
Und damit hat Jesus Möglichkeiten, die wir als Menschen nicht einfach so haben. Jetzt kannst du vielleicht sagen, ja Matthias, mega cool, vor 2000 Jahren hat es mal so einen crazy Typ gegeben, wäre ja cool, der wäre heute noch da, oder? Dann könnten wir alle Spitäler schliessen. Aber ist das überhaupt heute noch möglich? Und ich werde euch eine Geschichte erzählen von der Rita. Die Rita ist seit vielen, vielen Jahren Mitglied in unserer Kirche. Vor 15 Jahren hat sie sich für eine Magen-OP entschieden. Sie war stark übergewichtig. Und die OP ist so gründlich schief gegangen, dass sie sich am Schluss nur noch durch eine Magensonde ernähren konnte. Und sie sagt, in dieser Leidenszeit drin ist mir das Wort Gottes zu einer Nahrung geworden. Sie hat angefangen, die Bibel zu lesen. Sie hat angefangen, ganz neu auch in der Bibel zu sehen, wie gut Gott ist, auch wenn es ihr selber so schlecht gegangen ist. In dieser Zeit ist eine leidenschaftliche Gärtnerin, hat sie in Mirabellensetzling eingepflanzt. Und als sie das gemacht hat, sie war eine tiefgläubige Frau, viele haben für sie gebetet, redet Gott zu ihr und sagt, hey, wenn der Mirabellensetzling gross geworden ist und ausgeschlagen hat, in dem Jahr, wenn er seine ersten Früchte trägt, wirst du wieder essen können. Es war nicht viel später, da hat sie so Bauchschmerzen bekommen, dass sie nochmal eine Untersuchung hatte. Und in diesem Untersuch hat sich gezeigt, dass sie nochmal eine Operation braucht. Und es war so schlimm, dass mir der Rita gesagt hat, hören Sie, wir müssen Ihnen den ganzen Magen entfernen. Es sieht so schlecht aus. Sie hat die Operation gehabt, man hat ihr den ganzen Magen entfernt. Und in diesem Jahr hat der Mirabellenbaum zum ersten Mal Früchte gehabt. Die Rita ist dann heim und nach 2 Wochen hat sie in Absprache mit den Ärzten zum ersten Mal wieder getrunken, nach 15 Jahren. Und ein paar Tage später, sie sagt, ich habe riesig Angst gehabt, hat sie zum ersten Mal wieder gegessen. Ohne Magen. Die Ärzte wissen nicht, wie es möglich ist. Und jedes Mal, wenn ich sie heute sehe, denke ich, wow Rita, du bist ein lebendiges Wunder. Und sie sagt, Matthias, es ist einfach eine riesige Gnade. Gott ist wunderbar. Er kann alles möglich machen. Das ist die Rita und die lebt. Also die gibt es, wenn ihr sie nicht glauben, dann können Sie im Buch Echo fragen nach ihrer Geschichte. Ist alles dokumentiert. Hey, in der Bibel heißt Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit der gleiche. Er hat nichts von seiner Macht verloren, nichts von seinen Möglichkeiten verloren. Und weißt du was, ich glaube, ihre Geschichte und die Geschichte von Jesus zeigen, weißt du was, Gott macht es nicht immer so, wie wir es uns vorstellen. Aber Gott ist in der Lage, Wunder zu tun. Für Gott ist nichts unmöglich. Ich glaube, etwas Zweites zeigt uns die Geschichte, und nämlich, dass Gott deinen Mangel sieht in deinem Leben und dass er den Mangel will stillen. Schaut, nicht immer haben wir vielleicht ein körperliches Problem oder nicht immer haben wir vielleicht irgendwie ein Problem mit dem Wein oder so, sondern hey, manchmal haben wir einen ganz anderen Mangel in unserem Leben. Es gibt Menschen, die vielleicht Mangel haben in ihren Finanzen. Vielleicht hast du Mangel auch in deinem Inneren, in deiner Psyche drin. Hey, man sagt, durch Corona hat die junge Generation extrem gelitten. Und wir haben noch nie in der Geschichte, wo wir so nachvollziehen können, so viele Leute gehabt, junge Leute gehabt, die psychisch leiden, denen es innerlich nicht gut geht, die zum Teil gar nicht sagen können, warum es ihnen so geht. Und weißt du, ich will dir eins sagen, hey, Jesus kennt den Mangel an Freude in deinem Leben. Er kennt den Mangel an Hoffnung. Er kennt den Mangel an Zuversicht in deinem Leben. Und du bist ihm nicht egal. Du bist ihm nicht egal. Und weißt du, da ist eine Kirche, die betet, dass Menschen, die Mangel haben, dass Menschen, die irgendwo innerlich auch in Not sind, das ist eine Kirche, die betet für so Menschen. Ich weiss eins, wenn wir zu ihm kommen, dann
will Gott etwas tun in unserem Inneren, das so gewaltig ist. In Galater 5 heißt es, wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht oder durchflutet, wenn wir dem Geist Gottes Raum geben in unserem Leben, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Mal fragen, wer kann von euch ein bisschen mehr brauchen von dem in seinem Leben? Und weißt du, genau das will Gott tun. Und er sieht den Mangel, den du hast, vielleicht an Liebe zu anderen Menschen. Er sieht den Mangel an Geduld, den du hast. Er sieht den Mangel an Freude, den du hast. Den Mangel an Frieden in deinem Leben. An Freundlichkeit vielleicht. Hey, egal was es ist. Und weißt du, er sagt, hey, wenn du kommst zu mir, ich sehe nicht nur den Mangel, sondern ich will etwas tun, um das zu verändern in deinem Leben. Dass es dir wieder besser geht, dass du einen Change erlebst, dass du eine Veränderung erlebst. Ich will das tun, und zwar durch meine Kraft. Und das geht bis dorthin, wo Gott uns helfen will, auch in Entscheidungen in unserem Leben. Ich glaube, viele Menschen wären so froh, sie hätten wirklich einen Ratgeber. Wüssten, wo es irgendwo durchgeht. Und sie haben einen Mangel irgendwo an Weisheit, vielleicht auch einen Mangel an einfach zu wissen, wo geht es durch. Oder haben Angst, sich zu entscheiden. Und also so eindrücklich erlebt von der Weihnacht, zwischen zwei Gottesdiensten. Ich bin am Tisch gehockt mit ein paar Leuten, wir haben gewartet auf den nächsten Gottesdienst. Und es sind alles Mitarbeiter gewesen. Und die meisten mussten gehen, dann irgendwie 10 Minuten vorher. Ich hatte noch ein bisschen Zeit gehabt. Und eine Mitarbeiterin ist auch noch sitzen geblieben und wir schwätzen so ein bisschen miteinander. Und ich frage so ein bisschen, hey, wie geht es bei dir weiter in deinem Leben? Was hast du geplant? Dann sagt ja, ich bin so ein bisschen, im Moment bin ich Flight Attendant und mache das mega gern, aber ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll und so. Weiss auch nicht, ist das der richtige Job irgendwo in meinem Leben? Und dann habe ich ein paar Fragen gestellt und irgendwo während dem Gespräch hat er, glaube ich, irgendwie noch gesagt, hey, weißt du, überleg dir mal, was ist dein grösste Ziel, das du verfolgst? Dein endliche oder dein Hauptziel, das du verfolgst? Und plötzlich in dem Gespräch sagt sie, hey Matthias, jetzt weiss ich ganz genau, was ich machen muss. Und es war, hey, als würde Gott einfach für jemanden, der ihm dient, einfach sagen, weißt du, heute ist dein Tag gekommen, wo ich dir Klarheit gebe. Du hast mich vielleicht nicht einmal speziell darum gebeten, aber ich gebe dir Klarheit, du weißt, wo es weitergeht. Und am Schluss des Gesprächs sagt sie, hey, ich weiß genau, was ich morgen machen muss. Ich werde die Bewerbung abschicken, ich werde die Schritte gehen. Und hat mega Danke gesagt. Ich habe gesagt, mir musst du nicht danken, ich weiß nicht für was, aber ich weiß eins, ich glaube, Gott ist da gewesen. Und Gott hat dir klar gemacht in deinem Herz, so und so geht es weiter. Ich will dir sagen, weißt du, überall, wo du Fragen hast, überall, wo du etwas brauchst, Gott hat die Antwort, Gott hat die Lösung schon parat. Aber weißt du, eins musst du machen, du musst zum kommen. Du musst wirklich zu Jesus kommen. Oder wie ich also gedacht, hey, wie cool ist das? Jemand, wo Gott einfach dient, wo vielleicht mehr für andere da ist, als manchmal für sich selber schaut. Gott kommt einfach und sagt, weißt du, ich habe das Fragen gesehen und ich komme jetzt zu dir. Gott sieht deinen Mangel. Jesus will den Mangel stillen in deinem Leben. Und das Dritte in dieser Geschichte, wo wir daraus herausnehmen wollen, ist, dass Jesus bei allem das grösste Ziel verfolgt. Mögt ihr euch noch erinnern, er hat gesagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und mit dieser Stunde hat Jesus eben immer wieder von seinem Tod geredet. Und warum ist der Tod von Jesus so wichtig gewesen? Warum kommt der Tod von Jesus in allen Evangelien vor? Warum lesen wir im ganzen Neuen Testament immer wieder, der Paulus sagt, ich rühme mich des Kreuzes. Warum sagt er, ich predige Christus als den Gekreuzigten? Warum kommt das immer wieder vor? Schau, das hat mit dir und mit mir zu tun. Es hat auch damit zu tun, mit dem einen Wort, das vielleicht für uns ein bisschen komisch ist, das wir nicht so gerne hören, wo wir aber, denke ich, auch viel nicht richtig verstehen. Und das ist das Wort Sünde. Was ist Sünde? Schaut, Sünde heisst in anderen Worten eigentlich Folgendes, dass wir nicht wirklich gefragt haben, was unser Schöpfer will mit unserem Leben. Du hast das Kostbarste bekommen, was es gibt. Das ist dein Leben.
Du kannst dich entscheiden, du kannst jetzt aufstehen, du kannst heimgehen, du kannst jetzt in McDonald's gehen, du kannst jetzt in ein anderes Restaurant gehen. Du bist frei zu machen mit deinem Leben, was du willst. Du kannst jemandem die Hand geben, du kannst jemanden küssen, vorher vielleicht fragen. Aber grundsätzlich, du kannst machen mit deinem Leben, was du willst. Aber was wir nicht machen als Menschen, wir fragen Gott nicht, was willst du eigentlich? Obwohl er unser Schöpfer, unser Designer ist. Und wir vergessen manchmal, dass wir eines Tages wieder vor Gott stehen und Gott wird uns fragen, was hast du mit deinem Leben gemacht? Das Wort Sünde, der Begriff in der Bibel, der griechische Begriff ist Harmatia und der bedeutet so viel wie ein Ziel zu verfehlen. Und ich weiss, für uns ist nicht so schwer klar zu sagen, wenn Leute ihr Ziel verfehlen. Das Ziel wäre dort, genau bei dieser Säule, respektive dort, wo die Luft eingeblasen wird. Und du würdest sagen, hey, einer geht in diese Richtung. Ich nenne ihn jetzt einmal. Ein Mörder, ein Vergewaltiger. Ist für uns alle klar, die machen garantiert nicht das, was Gott will. 180 Grad Ziel verfehlt. Aber es gibt auch andere, die sind nur 1 Grad daneben. Das sind ganz, ganz nette Leute. Das sind Leute, die sind zuvorkommend, sind freundlich. Das sind Menschen, die könnten keiner Flügen etwas leid tun. Okay, einer Mucke vielleicht schon, aber Flügen nicht. Und es sind Leute, die sind fair, die sind zuverlässig, die fragen einmal nachher, wie es dir geht. Das sind Menschen, die sind ehrlich, da kannst du dich darauf verlassen, wenn sie etwas sagen. Aber weißt du, das Ziel ist erst dort, wo wir wirklich nach Gott fragen und uns auf die Beziehung einlassen, zu der Gott uns geschaffen hat. Alles andere ist Sünde. Und für das ist Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben, weil kein Mensch hat wirklich in seinem Leben das Ziel grundsätzlich vor Augen. Und schau, das ist das Schöne am Evangelium. Es gibt Leute, die sagen, ja, weißt du, in der Kirche, ich will nicht in die Kirche, die machen da nur ein schlechtes Gewissen. Ich denke mir eigentlich, schlechtes Gewissen haben die Leute ja sowieso. Und Jesus ist aber nicht gekommen, um ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern genau das Gegenteil. Er ist gekommen, um ein schlechtes Gewissen wegzunehmen. Und das kann er, weil er uns vergibt, wenn wir zu ihm kommen. Weil er uns unsere Schuld erlässt, wenn wir zu ihm kommen. Weil er uns vergibt, weil er unser Herz reinwäscht, weil er etwas Neues in uns machen kann. Jesus hat so gesagt, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr von ihren Sünden zu rufen und nicht um meine Zeit mit denen zu verbringen, die sich schon für gut genug halten. Und ich werde dich wirklich fragen heute Morgen, hey, hast du in deinem Leben dich mal entschieden, ganz klar das eine Ziel wirklich anzuvisieren und zu sagen, hey, Jesus Christus, ich komme zu dir, ich will mein Leben nach dir ausrichten. Ich brauche Vergebung für meine Sünde, dass ich die falschen Ziele gesucht habe. Ich weiss eins, wer so zu Jesus kommt, bekommt Frieden mit Gott, Vergebung für seine Sünden, ein neues Leben, er wird zu einem Kind von Gott. Aber weißt du, das ist nicht das Einzige. Und Jesus ist gekommen, in seinem grössten Ziel, unser Leben nicht nur zu retten, sondern um unserem Leben Qualität zu geben. Er hat nicht Wasser predigt und Wein getrunken. Jesus hat Wein predigt und Wein getrunken. Weißt du, das heisst, was er predigt hat, ist Qualität. Und was heisst das? Schau, er hat einmal gesagt, der Dieb, und das ist der Teufel, wo eine Realität ist, wo dein Leben fertig machen will. Hey, wenn immer du in deinem Leben miterlebst, wie dich in eine falsche Richtung zieht, wenn du in deinem Inneren spürst, wie du vielleicht auch Groll oder Hass oder Negatives in deinem Herz hast, in dem Moment weisst du, es gibt eine Realität und das ist der Teufel. Der ist gekommen, zum Rauben, Morden, zu zerstören. Er hat ein Ziel, dein Leben kaputt zu machen. Jesus hat gesagt, und das ist sein Zitat, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben in ganzer Fülle zu schenken. Weißt du, was Gott will? Weißt du, was Gottes Ziel ist für dein Leben? Dass du ein Leben kannst leben, wo übersprudelnd ist, wo du aus einem Überfluss an Gott, an seiner Liebe, an seiner Freude kannst leben. Weißt du, wo du am Morgen kannst aufstehen und kannst sagen, hey, weißt du, ich gehe vielleicht voller Sorge in den Tag, aber ich weiss, Gott ist da bei mir.
Wo du vielleicht Zweifel hast an Sachen, ob die Sachen gelingen und du sagst, hey, aber ich weiss, Gott ist an meiner Seite und er wird mir helfen. Wo du vielleicht negative News bekommst aus der Familie und sagst, ich habe keine Ahnung, wie es ausgeht, aber ich weiss, Gott hat einen Weg, Gott hat eine Lösung. Weißt du, Gott hat dich berufen und er will dich hineinführen in ein Leben von dieser Qualität. Und ich glaube mir, ich weiss, das ist nicht nur etwas, wo wir einmal überkommen, das ist etwas, das wächst in unserem Leben. Ich will es so sagen, ich habe heute mehr Glauben, mehr Zuversicht, mehr Ruhe, mehr Freude in meinem Leben, als ich es noch vor 5 oder vor 10 Jahren. Weil es etwas ist, das wächst in uns, weil es etwas ist, das grösser wird in uns. Und die Qualität, die will Gott uns schenken. Hey, lasst mich mit ein paar konkreten Schritten die Botschaft abschliessen heute. Vielleicht bist du da und du sagst, hey, das mit Jesus ist für mich recht suspekt, ein bisschen komisch. Aber ich will dich um eins bitten. Lies die Bibel, lies das Johannes Kapitel 2 nochmal, auch Johannes 1, wäre cool, könntest du es noch lesen. Und fang daran, ein eigenes Bild zu machen von Jesus. Schau, entweder war Jesus wirklich ein Lügner und ein riesen Fake-Prediger, oder Jesus war wirklich der, der die Wahrheit gesagt hat. Und weißt du was? Ich will dich darum bitten, mach dir ein eigenes Bild. Mach dir eine eigene Entscheidung für dich persönlich. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Zweitens, hey, lass dich doch von diesen Jüngern inspirieren. Es heisst, sie haben Jesus, seine Herrlichkeit gesehen, sie haben von ihm gehört und weißt du was? Und sie haben geglaubt an ihn. Vielleicht bist du da heute Morgen an dem Übertritt und du sagst, weißt du was, ich spüre in meinem Herz, ich will das eigentlich. Ich will so eine versöhnte Beziehung mit Gott. Ich will diesen Schritt heute Morgen machen und auch an den Jesus glauben und mein Leben mit ihm gestalten. Ich möchte dich einladen, wenn wir nachher beten, komm doch zum Gebet. Und wir helfen dir in einem einfachen Gebet, wie du selber wirklich, ich sage jetzt, weg aus dem Leben der Sünde, in ein Leben kannst kommen, das auf Jesus ausgerichtet ist und wo die Verbindung und Frieden mit Gott lebst. Drittens, hey, vielleicht brauchst du Jesus ganz für dich persönlich oder für jemanden in der Familie. Weißt du, was so cool ist? Wir müssen nicht beten um 100'000 Sachen, wie Gott es machen muss. Aber weißt du, wir können wie Maria kommen zu Jesus und einfach sagen, Houston, we have a problem. Jesus, wir haben ein Problem, ich habe ein Problem. Sie hat Jesus nicht gesagt, was Jesus machen soll. Sie hat ihm nicht gesagt, mach doch das und das und das. Sie hat nur gesagt, sie haben kein Wein, es fehlt etwas. Und weißt du, Jesus weiß schon, was er machen muss. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, wenn du da bist und du hast einen Mangel in deinem Leben, du brauchst ein Wunder von Gott, lass heute Morgen mit dir beten. Greif die Chance. Und du musst nur sagen, hey, da brauche ich Jesus. Und weißt du, Jesus weiß, was es braucht. Jesus weiß, wie er es machen muss. Er weiß, wenn er es machen muss. Eins weiß ich, ihm ist es nicht egal, was du brauchst. Was du brauchst, liegt ihm mindestens so auf dem Herz wie dir selber. Hey, und vielleicht noch ein Next Step. Wenn du an Jesus glaubst, hey, dann behalte den Glauben nicht einfach nur für dich, sondern hey, dann bete selber mit Menschen. Hey, weißt du, ich habe mir angewöhnt, in den letzten Jahren in meinem Leben, wenn Menschen sagen, oh, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, hey, ich sage, darf ich für sie beten? Darf ich für dich beten? Mach das im Fitnesscenter, genauso wie der Kirche. Ich weiss von einer jungen Frau, die hier auch in Silbern ist, die hat miterlebt, wie unsere Schulkollegin schlecht gegangen ist. Und weißt du, dann kannst du sagen, oh ja, das ist wirklich schlimm, ja, die Welt ist schlecht, ja, das Leben ist verschissen, ja, hey, wirklich. Oder weißt du, sie hat etwas anderes gemacht, sie hat gesagt, weißt du, darf ich für dich beten? Das ist jemand, der nicht an Gott glaubt. Und sie hat gesagt, gern. Und weißt du, das sind nachher so Momente, wo sich der Himmel auftut. Und plötzlich merkt man im Gebet, kommt eine Kraft und eine Nähe von Gott zu den Menschen, wo sie eigentlich sich danach sehnen. Behalte
zahlt dein Glaube nicht für dich. Hey, vielleicht willst du es die nächste Woche machen, sagst, hey, nächste Woche, wenn mir jemand von seinen Problemen erzählt, will ich nicht nur zulassen, sondern auch anbieten. Darf ich für dich beten? Darf ich für sie beten? Wäre eine coole Sache, oder? Wenn wir aufstehen miteinander. Herr Jesus Christus, du bist heute Morgen mitten unter uns. Deine Gegenwart ist da, deine Kraft ist da. Und du weißt, wo Menschen Mangel haben. Du weißt, wo es fehlt. Du weißt, wo der Wein fehlt. Du weißt, wo es an Kraft, an Qualität fehlt. Und ich danke dir, dass du selber so berührt bist, auch in deinem Inneren. Und gern hilfst. Gern hilfst. Und Jesus, ich möchte dich heute Morgen einladen. Leg du deinen Glauben in unsere Herzen. Leg du die Zuversicht in unsere Herzen, wo wir sagen, jawohl, ich will zu Jesus kommen. Ich will wie die Maria sein, die gekommen ist zu Jesus und sagt, hey Jesus, wir haben ein Problem, vielleicht kannst du etwas machen. Und Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen schon weißt, wo du wirst Wunder tun, wo du vielleicht das Wort von der Weisheit gibst, wo du wirst eine Berührung schenken, wo du wirst eine Erneuerung schenken, wo du wirst neue Hoffnung schenken. Du weißt, was jeder Einzelne braucht. Und ich möchte dich einfach heute Morgen einladen, hey, wenn du da bist und du sagst, hey, ich brauche ein Wunder von Gott, ich habe irgendwo Mangel in meinem Leben, hey, ich möchte dich einladen, verlass deinen Platz heute Morgen, komm da vorne zur Bühne und ich möchte gerne mit dir beten. Wir haben auch Leute, Kleingruppenleiter, die da sind, um zu beten. Und ich weiss eins, es lohnt sich zum Beten. Um Gebet zu bitten ist nie ein Zeichen von der Schwachheit. Es ist immer ein Zeichen von der Stärke, wo ein Mensch ausdrückt, ich will Gott vertrauen, ich will seiner Kraft vertrauen. Und ich will dir eins sagen, Jesus, er ist da, er liebt dich und er liebt es, wenn er dir seine Kraft und seine Güte zeigen kann. Wenn wir das nächste Lied singen miteinander, dann komm doch einfach führen, wenn wir beten miteinander. Hey, danke, dass du heute dabei bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott näher kommen konntest. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft heraustragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488 mit dem Keyword Silbern und einem Betrag. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Segen.